Die Abenteuer in Paris, Rue de la Pelletterie, oui Monsieur, gehen weiter hier bei Assassin's Creed Unity. So, ich sollte mir noch ganz kurz für das entschuldigen, für eine Aussage vom letzten Part, nämlich, denn ich habe dort während des Gefechtes irgendwie etwas durcheinander gebracht. Und zwar ging es darum, um die Frage, wieso ich eigentlich das Spiel für die PlayStation 4 zocke und nicht zum Beispiel auf dem PC. Ja, PlayStation 4, man sieht schon, also man sieht es vor allem an Arno, weil der Typ hat, ich weiß nicht genau, wie ich das formulieren soll, mir fällt gerade kein besserer Vergleich ein, aber er sieht aus, als wäre er irgendwie Sohn von Severus Snape. Ey, Alter, die Haare sind so fettig und einfach irgendwie, ich weiß auch nicht, wie gesagt, die Grafikqualität hier auf der PS4 ist nicht so, wie ich es eigentlich gehofft hatte, gehofft wäre ein bisschen deutlicher, ein bisschen präziser, meine Umgebung sieht ja schon relativ nice aus und so alles, aber vor allem, ja, wenn es vor allem um die einzelnen Charaktere geht, ein bisschen näher heranzoomt und so, haben die Haare, hat ab und zu noch irgendwie Grafikglitch und so. Tja, und Glitch natürlich ist noch ein anderes, was ist das für ein Typ dort? Ist noch ein anderer Grund, wieso ich mich für die PS4 entschieden habe, denn ich habe da so gehört, dass es halt auf dem PC diverse Probleme geben soll mit Abstürzen oder irgendwie auch noch schlimmeren Grafikglitches etc. etc. Was machen die jetzt dort? Wieso attackieren ihre mich? Ich habe keine Ahnung. Ein Konflikt beendet ist, auch mal schön. Ja, soll man dazu, also wie gesagt, ich hatte eigentlich PS4 vor allem deswegen gewählt, die Version, weil ich hoffe, dass es hier weniger Probleme, sprich weniger Fehler geben wird. Was macht der Typ dort? Darf man Krawall machen oder was? So, Problem gelöst. Ja, wir haben ein bisschen Schaden genommen, ich verstehe gar nicht wieso, was ich gerade gemacht habe, und wurde angeschossen, irgendwie so etwas. Den Verbrecher töten, was? Sag mir, wen du bist. Was wollt ihr von mir? Wieder schlagen vielleicht? Schlag dich durch! Problem gelöst. Irgendwie so zumindest in der Art. Ja. Plündern, wieso nicht? Der ist zwar nur bewusstlos, aber spielt keine Rolle. Trotzdem plündern, denn wir brauchen ja viel kaputter Kram und 1 Franc. 2 Franc, okay. Ah, 2 Franc wert, so. Und 7 Franc selber. Ja, man merkt schon, wieso die französische Revolution ausbrechen wird. Das sieht ja mal total kacke aus. Nun gut. So mal zu den ganzen Umständen jetzt hier. Jetzt aber gehen wir natürlich mit der Story selber weiter. Ich weiß, ich kann auch Sidequests erfüllen, zum Momentan haben wir da gar keinen Bock drauf. Ich will mehr auf einer Story erfahren, was halt dahinter steckt und so. Den Rest machen wir vielleicht später noch, wa? Was ist denn hier los? Ja, wie es aussieht, muss ich da rein, wegen Aufstehen und so. Da ist auf der anderen Seite des Gebäudes. Sperrgebiet betreten. Schießen wir vielleicht runter oder was? Oh ja! Ich bin doch gleich da, Mann, Arno! Wenn wir hier irgendwie die Hütte reingehen, geht nicht. Schön. Ach ja, es sollte gut in Deckung gehen. Die Frage natürlich, wenn ich jetzt da rein muss. Muss ich überhaupt rein oder auf der anderen Seite? Ich könnte natürlich über das Gebäude klettern, war das ist doch besser erfahren. Das ist alles noch wegen dem Mord an Sieur de la Sierre, Sieur de la Sierre, Entschuldigung. Hey, ist da jemand? Er wischt mich eh nicht. Aua, wieso wischt mich da oben? Er war doch ständig in Bewegung, Spieler desynchronisiert. Okay, Planänderung, gehen wir halt hinterrücks rein, war. Weil die Wachen umnieten könnte man zwar schon, aber momentan eher weniger Bock drauf. Weil als guter Assassine muss es natürlich auch anders gehen. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es für die PC-Version auch immer so lange dauert zum Laden. Ich schätze mal schon.
Gut, wir sind immer noch hier. Ballet de Justice. Justice. Ja, da mal gucken, wenn ich jetzt natürlich außen herum gehen möchte. Wie mache ich das am besten? Habe ich irgendwo noch eine Karte, so etwas? Ich glaube eher weniger, wa? Auf mal eine große Karte noch. Ne, auf dem Pad noch etwas machen. Ah, hier ist die Karte. Ja, und hier muss ich, wa? Ile de la Cité. Schwierigkeit, Status besetzt. Die Wiedergeburt. Beleg aufs Spiel und dem Allgemeinen ein paar Antworten zu entlocken. Klingt doch gar nicht mal so schlecht. Näher ranzoomen. Ja, die Frage ist bloß... Doch es hinterrücks, war hier das Gebäude selber, ich muss natürlich nicht rein. Gut. Gehe ich halt außen herum. Vielleicht entdecken wir sogar hier außen noch etwas Besonderes, aber es ist natürlich von Ärger. So. Ich werde die betreten. Na, servus dann. Parkour aufwärts, war ja wieso nicht. Dächer geht sowieso meistens einfacher. Hier könnte es ein bisschen schwieriger werden. Ich hole eigentlich da hoch, Arno, wenn du mal so freundlich wärst. Jetzt hat er durch ein Fenster einzusteigen. Okay, machen wir auch sich mal bald mal. Jetzt aber erst einmal. Kann man schon höher. Dankeschön. Mal ganz kurz auf die andere Seite rüber. Ups, so, nicht mehr so weit, bis wir mal dort sind. Die Frage ist bloß, wo genau hin? Fliegen kann er wie ein Vogel und springen wie ein Laubfrosch. Das ist doch mal nice. Wobei über die Dächer kommt eher ein bisschen vor wie Spider-Man. So, wir sind hier näher, wie es aussieht, wa? Da unten war nun gut. Was? Alarmglocke? Da stand gerade etwas wegen einer Alarmglocke. Hä? Ja, da geht's weiter, aber na egal. Was? Klettersprung? Ah, so. Nehmen Sie bitte fallen lassen. Arno, ich sagte fallen lassen. Schon sehr viel besser. Und da unten hin geht's, alles klar. Wenn du mal so freundlich wärst. Hallo? Lass dich fallen, lass dich fallen. Sehr schwierige Mission, wieso nur Stufe 2? Mir ein Level zu erhöhen. Nicht wieder so gut gehen. Da klappt schon und los geht's. Ich schätze, eine simple Adresse wäre zu einfach. Ja, vermutlich schon. Das Innere von Saint-Chapelle untersuchen. Hier ist scheinbar noch nichts Interessantes los. Hast du uns etwas zu erzählen? Nö. Komme ich denn hier herein? Nee, leider auch nicht. Ja. Datenbank öffnen? Ja, wieso nicht? Die Saint-Chapelle im Vollbildmodus ansehen. Ja, sieht nice aus. Ein Kapitel von Ludwig dem 9., später den heiligen Ludwig gebaut. Er wollte dort Christus Dornenkrone unterbringen, die er von Balduin II. Von Konstantinopel gekauft hatte. Alter. Okay. Wir öffnen ein bisschen Geschichte und so für diejenigen, die es interessiert. Tja.
Das Innere untersuchen natürlich das eine, aber wie klappt das denn am besten? Wie kommen wir möglichst ohne Schaden und vor allem möglichst unauffällig dort herein? Tja, kann natürlich auch hochspringen, aber... Er geht schon seltsam Wege, der gute Arno, muss man leider so sagen. Parcours aufwärts ermitteln darf. Ja, ich meine, wieso durch die Türe gehen, wenn man auch übers Dach klettern kann natürlich. So, wir kommen näher, wir können theoretisch durchs Fenster rein, war? Da hieß er gerade vorhin noch. Ja, und jetzt wieder hier, toll. Jetzt kann ich hier durchs Fenster rein. Nee, sieht nicht so aus. So, können wir das Adlerauge aktivieren, vielleicht sagen wir das gerade etwas Besonderes. Nee, auch nicht, auf der Etage ist wohl nichts. Wird wohl gerade renoviert. Tja. Ne, vielleicht kommen wir halt dort rein. Tja, scheinbar nicht. Also drückt bereits L2, aber klappt wohl nicht, so wie es gerne hätte. Nun gut, wieder anders gehen. Der Typ kann mir wohl auch nicht helfen. Wie soll denn sonst reinkommen? Hm. Jemand es bereits versucht. Tja, jetzt wird die Frage, kann ich hier einen Schlüssel ausbauen oder klauen? Scheint nichts so zu klappen, wie ich es gerne hätte. Ja, toll, hier verstecken. Was bringt mir das nur? Scheinbar muss man sich hier relativ oft verstecken. Wer schießt, wenn man fragen darf? Naja. Da sitzt also jetzt irgendwie ein kleiner Spalt dazwischen, wa? Ja, mal gucken. Das war da hier, wo er vorhin schon mal war. Sperrgebiet betreten. Ja, was bringt mir das, wenn ich nicht irgendwie weiterkomme? Was ist denn hier wieder los? Irgendwie ein Aufstand hier hinten oder was? Oh! Ja, hier ist was los. Der Typ dort war. Ein Dieb, ein Dieb! Ja, gut, ist mir gerade egal. Was mir gar nicht egal ist, wie ich jetzt da reinkommen soll. Ja, dort waren wir bereits, da kam ich ja auch nicht rein. Ja. In Deckung gehen, wieso hier in Deckung gehen? Das bringt doch gar nichts. Ne, mal ganz kurz, ich kann doch jetzt irgendwie hier... Nee, hier geht es wieder mal nicht durchs Fenster rein. Nun gucken wir noch ein bisschen höher, wa? Wir können theoretisch noch über die Kapelle selber klettern. Arno? Ah, jetzt. Aber hier geht scheinbar auch nicht rein, tja. Oh, noch eine Truhe. Mit der Truhe interagieren. Ja, wieso nicht? Haben wir etwas Schönes bekommen?
100 Francs, Alter. 1 von 30. Das ist schon mal nicht schlecht soweit, aber wie komme ich jetzt hier irgendwie... Vielleicht doch die Tür dort, war? Vielleicht ist ja die offen. Nee. Hier geht soweit gesehen mal gar nichts, tja. Hier oben ist auch nicht mehr. Ich bin langsam ein bisschen überfragt, ganz ehrlich. Weil es natürlich so ist, soll das innere untersuchen, nicht irgendwie das obere davon. Tja, ich muss zugeben, Arno, Respekt, weil noch höher geht natürlich gar nicht. Erinnert mich ein bisschen an U14-0 für Venedig, wenn mal jeder sein soll. Tja, wir haben immerhin eine schöne Übersicht bekommen, aber ich glaube, das Innere war es nicht wirklich, war? Schnellreise freigeschaltet, okay. Das ist ja wohl hier, war? Legenderfeld 3. Ach du Scheibenkleister, sind das viele Punkte? Ja, okay. Ja, das Innere untersuchen, das verstehe ich natürlich schon, aber wie zum Henker? Ist das echt dort? Okay. Fallen lassen. Was die Aussicht war gigantisch, muss man mal so zugeben. Na gut, ich meine, dass es eine Markierung war. Das kann kaum die sein, dass ich wirklich dorthin muss. So, ein bisschen schneller gerutscht. Bitte fallen lassen, Arno. Dankeschön. Da kann man irgendwie hinterrücks rein, wa? Oh, das wäre doch genial, um da reinzuspringen. Alarmglocken. Ah, die dort, wa? Nein, komm schon, soll einfach da runterfallen. Haben wir gesehen? Irgendwelche Feinde? Nee, sieht nicht so aus. So. Und die jetzt sabotieren, wa? So einfach geht das. Das Innere untersuchen, tja. Vorne sind scheinbar noch ein paar Gegner, aber gut. Momentan sieht es ja relativ günstig aus. Ja, dann mal schauen, kann man jetzt hier irgendwie rein, wäre natürlich praktisch, wenn das direkt gehen würde. Verdammt, ich komme hier doch keine Türe. Das ist doch... Ich verstehe das irgendwie nicht, Leute. Wir wollen hier rein, was heißt hier, soll da unbedingt reingehen? Ich komme doch auch durch kein Fenster rein oder irgendwie so etwas in der Art. Die sind auch irgendwie alle Türen zu, das Sperrgebiet betreten, dankeschön. Bringen wir leider... wenig. Tja, aber zum Verstecken hier ist ja toll, aber... was denn das? Einen Anzug zu laufen, er zu halten, um ihn zu benutzen. Wow! Das war nice. Wenn es ein bisschen falsch natürlich auf die andere Seite muss, aber an und für sich war's cool. An Arno lass mal fallen, dankeschön.
Also ganz ehrlich, ich weiß ja auch nicht. Wie gesagt, ich soll reingehen, verstehe ich auch alles und so. Einen Wink habe ich kapiert, aber wie komme ich bloß rein? Ja, na gut, der Part wäre fast vorbei, war von 20 Minuten her gesehen. Wir haben überhaupt nichts geschafft. Das ist wieder mal ein richtiges Highlight, doch schon lange nicht mehr. Also so wenig hingekriegt habe. Deswegen will ich es hier noch ein bisschen länger machen. Und zwar... Ne, hier bringt es auch nichts. Ja, man merkt es vielleicht, ein bisschen verwirrt bin ich. In diesem Gebiet gibt es Alarmglocken, ja, weiß ich doch. Etwas anderes hier verstecktes. Nee, wa? Das Innere untersuchen. Nun gut, wir kommen da irgendwie nicht richtig rein. Was? Dann gibt es natürlich nur eine Möglichkeit, und zwar den direkten Weg. Das heißt für uns, wenn wir hier nicht reinkommen... Also Sonnenstrahl. Hä? Was ist ein Sonnenstrahl? Ja, ich merke schon, Arno versucht mir irgendwelche Hinweise zu geben, die ich aber noch nicht richtig kapiere. Und ich verstehe nicht ganz, wieso. Meine Türe braucht natürlich theoretisch einen Schlüssel, was wir natürlich nicht haben. Hier klauen aber schon versucht, aber es gibt gar keine Interaktion, was natürlich bedeutet, dass es ziemlich schwierig wäre, hier etwas auszurichten. Dann bleibt ja eigentlich nur noch eine Option übrig, und zwar... Ja. Genau, Sperrgebiet, und zwar hier direkt reinzugehen. Noch eine Option? Nur kaum, wa? Die Frage ist natürlich, die beiden Typen direkt umlegen, ob das eine Möglichkeit wäre, wobei vor aller Augen, hielt ich jetzt für eine relativ schlechte Idee. Irgendwie reingehen geht auch nicht. Kann ich denn die Typen direkt so von hier oben aus erledigen? Nein, ich glaube, so klappt es nicht, wa? Mann, Arno, lass doch ganz runterfallen. Dankeschön. Beide Flanken kann er nicht verteidigen. Zieht die Schlinge zu. Hier ist dich. Voll durch die Nase. Tja, und jetzt? Ihr seht, ihr kommt auch nicht rein. Also irgendwie etwas ganz Seltsames geht hier vor. Ich will ja da rein, aber... Ich komme doch kein Fenster hindurch, keine Tür ist offen. Ich kann doch irgendwie nicht eine Tür irgendwie aufmachen, geht auch nicht. Hey, Moment mal, ich kann da etwas abstoßen. Mensch, da kann da etwas abstoßen. Ah, so abstoßen, na toll. Nee, also ich muss zugeben, ich bin verwirrt. Das innere Untersuchen bedeutet für mich, wir müssen reingehen, aber ich komme nirgends rein. Ich kann natürlich theoretisch noch alle Türen untersuchen, aber ich bezweifle, dass das etwas bringen wird. Gut, sind keine Gegner von dem her. Ja gut, wisst ihr was, dann mach's mal anders. Hey Arno, lass er fallen. Nö, das bringt auch nichts. Ja, also wir waren jetzt bereits bei allen Türen. Ich komme durch keine rein, sprich... Ne, eine haben wir noch vergessen, genau.
Ja, also ich bin verwirrt. Wir sind mehrmals das Gebäude rumgegangen. Ich war schon oben, ich war überall. Ich habe versucht, durch die Tür reinzugehen und so. Was ich noch machen kann, ist theoretisch Wachen durchsuchen, ob die den Schlüssel haben. Was ja auch naheliegend wäre. Aber wenn das natürlich auch nicht geht, dann ist mir echt nicht ganz ersichtlich, wie ich hier reinkommen soll. Ja, Munition, toll. Ja, sie hat natürlich auch einen grünen Punktensaal. Das ist ja kein Problem. Es ist nicht so, dass ich ihn jetzt nicht sehen würde, aber... was wollte es einfach... Ah, toll, war der falsche Knopf. Entschuldigung, Leute. War keine Absicht. So. Die Fortschrittsanzeige. Ja, gut, war da gerade auch nicht. Habe ich irgendwelche... das Innere von... ja, aber... Hinweis gibt es ja auch nicht, wa? Ich meine, klar, es hieß, die Mission wäre ein bisschen schwieriger, aber nicht gerade so, dass ich gar keine Chance hätte, um was zu machen. Ja, also muss definitiv hier hin. Die Sainte-Chapelle. Jo, hier müssen wir hin. Das ist die Mission. Verstehe ich ja soweit auch. Und ich denke, ihr alle auch. Ich glaube, es echt so, vielleicht habe ich echt das übersehen und war so kurz, sag ich jetzt mal, dass ich echt nicht gesehen habe, dass es dort irgendwie einen Eingang gab, der jetzt halt für mich ersichtlich ist. Ja, toll. Also hier ist er und ich sehe immer noch nichts. Wobei, Entschuldigung. Diano, klettere hoch, das machst du gut. Oh nein. Oh nein, so simpel. Und ich habe das die ganze Zeit nicht gesehen. Die ganze Zeit nicht gesehen. Das ist jetzt natürlich eine bittere Pille. Okay, ganz große Sorry dafür. Nein, also ehrlich, ich habe es echt nicht gesehen, dass es natürlich hier hoch könnte. Spielt, dass es überhaupt diese Zwischenetage gibt. Dachte er wäre auf dem Dach, wäre halt das naheliegendste. Ja, ganz toll. So, und jetzt? Wir sind jetzt im Inneren. Sagen wir bitte nicht, dass es hier auch falsch ist. Der Sonnenstrahl. Das hast du schon mal gesagt. Arno, was für ein Sonnenstrahl? Dort haben wir doch etwas. Na, wie kann ich die Sonne irgendwie beeinflussen? Moment mal ganz kurz. Ich weiß, Part ist schon längst vorbei, aber jetzt habe ich schon so lange irgendwie einen Quatsch gemacht, bin rundgelaufen, alles mögliche. Jetzt kann ich natürlich ruhig hier noch ein bisschen Überlänge machen. Damit ihr auch wirklich etwas seht, nicht dass irgendwie hier so nichts sagen ist, wa? Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Das eigentlich erwartet, dass ich irgendetwas zum Interagieren habe, aber... Ja, L2 drücken steht da wieder, durch ein Fenster anzusteigen. Versuche ja, klappt gerade auch nicht. Arno, lass dich fallen. Was? Willst du ihn fallen lassen? Ah, jetzt geht's. Achso, ist dort unten. Ich dachte gerade, hier wäre jetzt das gewesen. Wieso schleichst du jetzt gerade? Also... Ja, schon dabei. Nein! Ja, ich kann mit der Steuerung irgendwie gar nicht klar. Man merkt es vielleicht, weil, also im Grunde schleicht, obwohl ich gar nichts gemacht habe, keinen Knopf gedrückt habe, nix. Was soll dieses Licht nur erhellen? Ja, nur das da vorne sein, wa? Einmal ganz kurz, gehen wir hier hoch. Arno, bitte klettere weiter. Muss ich nicht da hochkommen, Kumpel?
scheinbar doch nicht, vielleicht hier. Ja, sieht besser aus. Und da haben wir es auch schon. Das war zwar nicht schlecht, aber mehr oder weniger ein bisschen unspektakulär, war. Nun gut, wie es weitergeht hier bei Assassin's Creed Unity. Nur so ein Held Arno, der jetzt, ja, jetzt doch das ganze Rätsel noch lösen konnte. Und ja, wenn man sagen, trotz allem vielen Dank fürs Zusehen. Ich weiß, war ein bisschen sehr peinlich zwischendurch. Ich könnte theoretisch auch noch einen gewissen Teil rausschneiden und sagen, ja, technische Probleme, so etwas, aber... Muss ein bisschen schneller sein, war. Aber nee, mach jetzt nicht, weil ganz ehrlich, sowas kann passieren, das kann in besten Spielen passieren, dass man einfach ein bisschen Überblick verliert und so. Ist auch nicht weiter schlimm, war. Das hat gerade mal ein bisschen gefehlt. Naja, was soll's. Dafür gab es ein bisschen Überlänge. Bis zum nächsten Mal also, wenn es hier wieder richtig losgeht und ich hoffe, dass ich wieder gelernt habe, wie man richtig 3D technisch denkt, war. Nicht wieder so, ja, so einen Fehler macht und irgendwie denkt, ja, Höhe und so, nicht gut. Was soll dieses Licht nur erhellen? Ja, Arno, ich weiß, das finden wir heraus im nächsten Part hier bei Assassin's Creed Unity. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen, Entschuldigung nochmals und ciao zusammen.